Hey, was schaust du so grusig? Du siehst aus, als hättest du Alben und dann ohne Essiggürkchen gelassen. Da auf Nummer 1. Komm mit Rückwärtstherapie und die Fehler ist gleich wieder rückgängig gemacht. Hey! Oi, das ist doch wieder ein Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Dass wir das mal einmal auf Ernst sagen. Niemand hat es gedacht. Wirklich tatsächlich ein neuer Podcast. Wer hat es gedacht? Das ist ja krass. Das ist ja verrückt. Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen euch herzlich zur Rückwärtstherapie. Yes, Sirski. Und für den Start. Ja, bist du dabei? Nein. Ja, bist du dabei? Jetzt müsst ihr schnell in unser Podcast-Video schauen. Er hat wirklich etwas dabei. Der glaubt es ja nicht. Oh. Oh mein Gott, der stoppst du. Du kannst es haben. Yeah! Oh mein Gott. Alter, wir haben hier Bengladesches ein bengladesches Hölzchen. Bengalisches Sonnenhölzchen. Es wäre 1. August und ja noch das 2. Ich habe doch Angst, dass sie da etwas abfackeln. Auf keinen Fall. Hey, ja, mein Name ist Mario Tierstein und wir hocken Joy Rötlisberger. Ja. Wir sind die 2 von der Rückwärtstherapie. Herzlich willkommen. Ja, wie geht es dir am heutigen Tag? Wir haben so ein bisschen Stress von diesem Gesundheitsliebe. Wir haben das so ein bisschen Technik und es gibt so ein bisschen Funken, die da immer so kommen. Ja, das ist doch cool. Das ist so cool. Nein, wir sind schon fertig. Wir sind ja noch eins. Yeah. Ja. Cool habt ihr eingeschaut. Yes, Mann. Yes. Hey, wir müssen vielleicht mal ein bisschen aufklären, wo die da sind, die da jetzt zuhören. Weil, ihr seid hier bei unserem neuen Podcast, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ja, vielleicht kennt ihr uns schon. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber... Sag ehrlich, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich eher schon, weil es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass wir wie einen neuen Podcast starten und dann so viele neue Leute dazustoßen. Safe. Also das ist jetzt nicht... Ja, nein, das Problem ist eher, dass wir einfach keine neuen Leute erreichen wahrscheinlich, aber wir werden es sehen. Stimmt, wir sind ein bisschen angewiesen auf die uns schon kennen, vielleicht auch. Genau. Also, in diesem Fall, vielleicht kennt ihr uns schon in diesem Fall von Vielleicht. vorher. Wir haben vorher schon mal einen Podcast zusammen gehabt. Und ja, wir haben nicht mehr so Bock gehabt auf unseren alten Podcast, so ein bisschen wegen dem Namen, wegen allgemein so ein bisschen. Einfach, wir haben mal ein bisschen Veränderung gebraucht. Dann haben wir uns überlegt, hey komm, wir fetzen jetzt so richtig rein, machen einen neuen Podcast hier. Mit neuem Setting, mit einem Sofa, wie ihr seht. Boah, ist das draussen. gäbig. Es ist richtig toll. Es ist wirklich eine gemütliche Stimmung hier. Und ja, jetzt haben wir es endlich geschafft und haben uns einen neuen Podcast gemacht. Das ist so. Hast du gesagt, wie der alte Podcast heissen? Nein, ich weiss nicht, wie das sagen. Doch, ich würde es schon sagen. Oder, du hast ja auch Mitspracherecht hier, aber ich würde es jetzt sagen. Auf jeden Fall haben wir uns getauft Nutella Essiggürkli. Ja, wir weissen auch nicht wieso. Ich weiss es auch nicht. Ja. Wir haben dann irgendwie, sag mal, wann haben wir die erste Folge Podcast aufgenommen? Weißt du das noch? So ungefähr. Ich glaube, es ist mittlerweile so 3 Jahre her. Also so 3 Jahre? 4. Bin so anfangs leer. 5 würde ich schon sagen. 5? Safe 5. 5? Ich weiss es nicht mehr. 20? Ja, ich weiss es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wirklich schon lange her. Von dem her ist wie die Schande vom peinlichen Podcast-Namen ist so ein bisschen verjährt. Aber sie ist natürlich nicht beseitigt durch das, dass man einfach mit diesem Podcast-Namen weitermacht. Durch das haben wir jetzt einen neuen Podcast gestartet mit dem Namen Rückwärtstherapie. Ob der Name besser ist, wissen wir nicht, aber wir vermuten es. Ich hoffe, dass unser Podcast auch ein bisschen besser wird. Das ist es so. Ja, nein, aber wir haben uns wirklich ins Zeug geleitet, kann man so ein bisschen sagen. Yes. Immer mit dem Setup. Das ist so. Ja, das Setup ist einfach so ein bisschen das, was geändert hat. Der Rest hat echt nicht geändert. Der Rest ist einfach so gleich. Und das Intro. Und das Intro, ja, das müssen wir unbedingt noch erwähnen, weil das ist eigentlich so ein bisschen die Bezahlung jetzt für die Person, die dieses Intro hat aufgenommen. Und zwar ist es meine kleine Schwester, Krümel. Yeah! Bitte einen Applaus für Krümel. Warte mal. Oh, wir hatten doch Applaus. Jetzt bin ich jetzt ein bisschen sehr unsicher, ob wir da Applaus für Krümel im Bits haben. Hey, jetzt haben wir es nicht. Naja. Applaus, sorry guys. Hätten wir den Applaus-Button noch, wäre jetzt hier an dieser Stelle Applaus. Ich kann einfach einen kleinen Sitcom-Lach geben. What the fuck? Ja, genau. Das ist nicht einmal richtig. Komm, lass wieder. Let's go! Sorry, Mann, ich habe drin geschissen. Ja. Kleiner Drisches zum Start. Aber, was ich noch sagen wollte, so, wir haben ja das Intro mit der Kim aufgenommen, mit Joy, ihrer Schwester. Und der hier so war, ihr habt es ja gehört im Intro, hey, was schaust du so grusig? Du siehst aus, als hättest du. Und das, was hier aber zwischen ist, das ist dann nicht Kim. Das tun wir immer so dingseln, oder? Was, nicht? Ja, aber das hört man ja. Also ich probiere das schon so wie Kim, oder? Aha, du probierst wie Kim? Ja, doch das mal so geschickt, weißt du noch? Ja, das war krank. Gell? Ich tue schnell abspielen. Also. Wir haben hier Bluetooth, ich hoffe, das ist so richtig verbunden. Bluetooth. Schnell schauen.
Das sieht gut aus. Auf jeden Fall gibt es halt so eine Plattform auch, wo man so die Stimme kann wie verändern oder so wie andere Personen nachher machen. Und zum Beispiel habe ich, ihr wisst halt jetzt nicht genau, wie Kim tönt, also Joys Schwester, So wie im Intro. aber einfach wirklich im Intro. Und dann habe ich so eine Aufnahme gemacht. Also es gibt auch ein paar Leute, die glaube zulassen und Kim kennen. Genau. Jetzt könnt ihr hören. Oh, Joy, da ist Kim. Ich freue mich dann schon mega, wenn der Mario wieder seine lustigen Witze macht im Podcast Rückwärtstherapie. Ich finde, er macht immer viel die lustigeren Witze als du, Joy, und das ist einfach super. Ist er auch dabei. Und du bist natürlich auch cool. Das ist echt super, ist er auch dabei. Krank. Es ist wirklich krank. Ja, es tönt wie Kim. So gleich wie Kim. Ja. Aber es gibt so ein paar so das und so, das tönt nicht wie Kim. Ja. Also ich habe schon gedacht, so, es kann nicht sein, weil es tönt schon nicht überall so wie sie. Aber Ja. auch die Wortwahl und so ein bisschen wie sie es ausspricht, das könnte halt wirklich sie sein. Also, irgendwie. weißt du, wie das funktioniert? Weißt du, wie man das macht? Nein. Weil man tut... Also echt mit KI auch. Ja, was hast du das Gefühl, was man eingibt? So, du wie Joys Schwester, Tu Kim doch so wie eine... Ja. Und dann weiss es so wie Ja. Kim tönt. Ja, moin Meister. Ja, nein, weiss doch nicht. Du Du hast tust- vielleicht ein Memo oder Genau. das Intro drin. Du tust wie ihre Stimme, tust du wie so als Stimme wie aufnehmen, dass wie du jede Audio kannst ihre Stimme wieder drüberlegen, so dass es tönt, als würde sie sagen. Ja. Also ich könnte hier drei sagen, so als Mario, Ja. hallo zusammen, ich bin Kim, dies, das, Ananas. Ja. Und dann kann man so Kim auswählen und dann tönt es so, als wäre das Kim. Und Ah, jetzt du habe hast ich, das geredet? ja, ich habe das geredet. Ah, du hast das geredet? sie das wieder hat wie rübergelegt. Kim getönt. Und jetzt habe ich eine kleine Challenge für dich. Was? Kennst du so bekannte Schweizer oder so? Weil theoretisch können wir ja das mit jeder Person machen. Wir können jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, wir können doch kriminelle Sachen machen, wie irgendwie der Ueli Maurer lassen, irgendwelche politischen Äußerungen tätigen, aber Oh das mein machen Gott, wir das ist nicht. ja krank, ja. Nein, und das Das macht ja... machen wir nicht. das weiss man Das auch. macht niemand. Aber wir können auch lustige Sachen machen. Also, Ich habe eine Idee. Wir könnten, du mal der Gölle nachher machen und du nicht der Gölle drüber reden. Jetzt du mal so reden wie der Gölle, weißt du so. oh Marison. Die Wortwahl. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie redet er so Berndeutsch? So, hey Joy, salut zusammen. Du bist wirklich ein gutes Mädchen. Hier, du hast dann auch noch Kühe melken daheim. Ich bin ja wirklich ein richtiger Eidgenosse. Wir Büzenbuben, der Traufer, wir sind wirklich, wir lassen auch den Nutella. Oh, wir lassen auch die Rückwärtstherapie mega gerne. Oh, jetzt hast du noch drin Das ist geredet, gut. jetzt ist dann dein Lachen auch noch wie der Gölle. Ah nein! Shit. Ich Ja, kann du hast das so jetzt so gut extrahieren. nachgemacht, das hast du jetzt schon, Genau. das hast du schon gemacht. Dir werdet es auch hören. Geil, Oder, das ist gut nachgemacht. was du noch könntest, ich habe mir da etwas überlegt, glaube du könntest jetzt eben nachher machen. Weißt du, wie ich- Natti-Style könntest Oh bitte, mein mach Gott, Natti-Style Ich machen. kann nicht mal ihren Dialekt nachmachen. Ich kann das Hände nicht gut so. Dialekt nachmachen. Also. Ich muss schnell überlegen, wie sie so tut. Keine Ahnung, mach ich so ein Ja, Cupcake-DIY oder so. das Cupcake DIY, Bro. Ja, hallo zusammen. Heute sind wieder der Can und ich hier da im Podcast. Und heute gibt es einen Cupcake DIY. Woo! Mit dem Can. Can, sag mal Hallo, hallo. Das ist mein Freund der Can. Und wir sind schon sind und je ein Paar verliebt. Und ja, jetzt kommt noch die Cupcake. DIY. Let's go. Hey, aber das hast du gut gemacht. Du wirst dich freuen, wie es Wow, tönt. ich freue Es mich wird wirklich, besser wie es kommen, ja. tönt. Geil, Mann. Ihr könnt jetzt in die Kommis schreiben, wie es euch tönt. Noch schnell Moser und Schlecker von Oh. die Sprechstunde. Welcher bist du? Ich bin Moser. Du bist lecker. Also easy. Nein, Michel, du bist einfach so ein Bünzli go. Du tust gerne über dein Auto reden. Jetzt hör auf, Michel. Hey, Simon, jetzt musst du dich mal zusammennehmen. Du kannst jetzt hier nicht immer so fronten. Ey, nein. Weißt du, im Podcast, das ist einfach offene Welt. Da muss man nicht sagen, was man will. Michel. Easy. Das längt, Das das war längt. scheiße. Du hast gehört. Zum Löschen. Du hast gehört. Du hast echt Alter, gehört. da musst Ich du weiss- jetzt etwas ausholen. Ah, zwar doch. Ja, ich wollte sagen, ich weiss nicht, wie es tönt, wenn eine Frauenstimme wie eine Männerstimme noch drüber legst. Aber das habe ich bei Kim auch gemacht. Ja. Von dem her. Du bist ja Dumme auch Aussage. eine Frau. Vielleicht hast du einfach eine schöne Ich Frauenstimme. bin auch eine Frau. Was? Was hast du gesagt? Oder nicht? Das gibt jetzt Big News. Schlagzeilen. Ja, Ja, okay. easy. Coole Sache. Hey. Ja, also, danke für den mega coolen Einstieg. Das hat mega Spass nicht. Und ich habe so ein bisschen überlegt, weil wir ja einen neuen Podcast haben. Man muss sich ja auch ein bisschen vorstellen, wenn man einen Podcast. Eben, wir Oh, gehen jetzt ja, davon stimmt. aus, dass wir Leute hier haben, die uns nicht kennen oder unseren alten Podcast nicht haben verfolgt. Und Ja, wir ja. haben gehört, keine Ahnung haben, wer wir sind. Darum würde ich sagen, wir machen jetzt so ein bisschen eine kurze Vorstellungsrunde und ich habe da so ein paar coole Fragen vorbereitet, die wir jetzt können beantworten ich bin können. gespannt. Damit ihr dann wisst, wer wir sind, oder? Mhm. Also, Mario. Sorry. Easy.
die erste Frage. Was ist eine komische Angewohnheit von dir? Oh shit. Scheiße, eine schlimme Frage. Also wenn du willst, kann ich auch anfangen. Sag mal deine, ja. Also, ich habe so ein bisschen eine Angewohnheit, ich weiss nicht, ob das komisch ist, aber ich habe das Gefühl, das haben noch so ein bisschen viel. Aber so beim Einschlafen muss ich immer so ein Geschichtchen hören. Ah. Oder ich tue immer so beim Einschlafen tue ich noch so entweder die 3 Ausrufezeichen oder die 3 Fragezeichen Kids hören. Ja, sehe ich. Ich kann nicht die 3 Ausrufezeichen die normalen hören, weil manchmal ist das so ein bisschen scary. Irgendwie gleich so ein bisschen. Ja. Und dann muss ich halt die Kids-Version noch. Und die gehen auch kürzer und sie sind einfach zum Einschlafen. Easy, Das ist easy. echt perfekt. Das ist So ein bisschen Angsthase in dem Fall. So eine kleine Angsthase, kann man sagen. Ja, das sehe ich. Das ist wirklich so bei dir. Du kannst nicht ohne Geschichte. Bei mir ist es etwas in geht den Sinn schon. gekommen. Und zwar, ich habe das erst so in den letzten... Auch seitdem, dass ich allein wohne, so seit 3 Monaten oder so, wo ich allein. Oh, Achtung. Und ich hatte es, dass ich eigentlich daheim sehr, sehr häufig den Hosenladen offen habe. Und dann gehe ich bin halt so wie auf dem WC und dann stehe ich so auf, tue so die Hose zu, aber nur der Gürtel und der Hosenladen lasse ich ihn wie offen, unextra aber. Und dann gehe ich aus der Wohnung und wenn ich meine Tür geschlossen habe, dann teste ich so, ob mein Hosenladen zu ist. Und dann ist er meistens offen. Gell, komisch? Sag mal die Hosenladen. Ja, jetzt habe ich nicht zugetan, aber weißt du, Oh. wenn ich ihn noch zugetan? War die gut, hä? Nein, wo wir bei uns auch aus der Tür sind, so. Aber Ja. Ich bin, Also ich so- bevor du bist gekommen, bin ich auch noch auf dem WC gewesen und dann, keine ja, Ahnung. hast du gedacht, jetzt, wenn du es dann sich zutust? Ja, Ja. genau. Ich dachte immer so, wenn du die Tür schliessest, dann tut halt oder du die Hosenladen schliessen. Das ist so ein bisschen das Gleiche. Also, So ihr eigentlich seht, so ihr werdet, gleichgestellt. wenn ihr mich draussen mal seht, und ihr seht, ich habe den Hosenladen auf, dann wisst ihr, bei mir ist Tag der offenen Tür, dann könnt ihr einfach rein. Geil. Jetzt habe ich nicht die Tür geschlossen. Das ist so ein bisschen der Hack. Genau. Das ist irgendwie noch lustig, das habe ich nicht gewusst. Ja, aber das ist mir funny. auch jetzt einfach in den Sinn gekommen, weil das haben wir so ein bisschen aus Versehen angewandt und extra. Das ist noch speziell. Ja. Coole Angewohnheit, merci vielmals. Danke. Kommt dir etwas in den Sinn bei mir Angewohnheit? Weil manchmal weiss man doch so ein bisschen von anderen Leuten so die Angewohnheit irgendwie. Ja, man weiss. Also es gibt so Leute, die so mega viel so spezielle Angewohnheiten haben oder so Verhaltensmuster, was sie immer machen und so. Genau, ja. Aber bei dir, es gibt auch so sehr viel solches Zeug. Aber Mhm. wir haben doch einmal haben wir so einen Abend gemacht, irgendwo draussen mit unseren Friends, und haben so von allen so ihre Ticks und Tricks so ein bisschen aufgezählt. Weißt du das Ja. noch? Ja. Aber ich weiss nicht mehr, was ich weiss noch, bei mir haben die dann so gesagt, dass ich so, wenn jemand etwas erzählt, dann tue ich immer so zustimmen. Also, nein, dann tue ich so, während er erzählt, tue ich so sagen, ja, ja, voll. Ich tue so, ja, genau, so ich tue so sehr mitmachen. So aktiv wie. zuhören. Ja, so ultra aktiv sogar. Ja, so. Ja. Ah, das ist Das easy. ist so ein bisschen, ich weiss es auch nicht, das habe ich mir so ein bisschen angewandt. Auch. Aber auch nur bei gewissen Personen, weil ich das Gefühl, im Podcast machst du es nicht unbedingt. Ja, weil dort hast du mir gelernt, dass wir nicht reden, weil es so scheisse tönt, wenn man zulässt. Das hast du mir auch gelernt. Ah, gut. Ja, weil am Anfang von unserem letzten Podcast haben wir uns einander immer so reingeredet. Das war so mühsam zum Zuhören. Ne? Ja, voll, das ist möglich. Haben wir das ein bisschen gelernt. Ich weiss noch, vor einem Jahr oder so bin ich so auf Interrail-Reise gewesen mit meinem Herz, meinem Schatz Janis, ein Kollege von mir. Janis Baby. Und der hat mir dann gesagt, ich sage sehr viel, oder mir ist uns beiden ist aufgefallen, dass ich sage, weisst du, wie ich meine? Ah, stimmt. Das Sage ich sagst du viel, wirklich sage immer noch viel, oder? Weisst du, wie ich meine? Ja. So ein bisschen, wenn du irgendwie etwas probierst zu erklären. Manchmal bist du, glaube ich, vielleicht so ein bisschen angepisst, wenn man es nicht ganz versteht. Dann so, weißt du, wie ich meine? Sage ich so, weisst du, wie ich meine? Weisst du, Und wie ich wenn meine? nicht, ist mir auch so ein bisschen gleich. Ja, das ist dann ein bisschen egal. Yes. Stimmt, das sagst du sehr viel. Hey, aber coole Frage. Gell? Gute. Ja, ich habe noch ganz Ja, viele so gute ihr habt Fragen. uns gut hey. kennengelernt mit dieser Frage. Sag nochmal eine gute Kennenlernfrage. Ja, also das war ja die erste Frage von meinen ganzen Fragen hier. Also, was ist das Peinlichste oder etwas, was peinlich war, was dir jetzt so in letzter Woche oder in letzter passiert ist? Etwas, was noch so ein bisschen frisch ist. Ah, ich weiss, es ist eigentlich wie, es ist nur peinlich, aber es ist ein bisschen dumm gelaufen. Okay. Folgendes, das ist heute passiert, ich habe eine Kaffeemaschine gekauft, High Five. Nein, wirklich? Aber geil! ich habe wie so 2 Kaffeemaschinen gekauft, also 2 Teile. Was? Wie. Ah. Eine, die wie so Kaffeebohnen unter so raus... Nein, hast du einen Barista gekauft? Ja, also Barista. Also Ist es eine, mit also Marke ja, Barista so eine, oder ist es weiter? ja, ich weiß keine Ahnung. Einfach so ein Kaufen-Ding, was Ja, so ja. durch reindrückt. So. So eine Kaffeebohnenmühle habe ich gekauft und noch die zuständige Ding für 50 Geil. Stutz insgesamt. Was? Ja, Schnapper. Das ist ja hundecool. Ja. Und auf jeden Fall ist mir das passiert. Ich habe auf Ricardo eine Kaffeemaschine gesehen, wo ich habe gesehen habe, die läuft gleich ab, da bietet noch niemand drauf. Wenn niemand drauf bietet, dann schreibe ich dann so in Kommis,
hey, kann man sich irgendwo melden? Und dann, Hey, was du? was ist jetzt da passiert? Sorry, sie hat sich gerade selbstständig gemacht irgendwie. Hei. Ups. Sorry, das ist das oder Platz. Krümel hat irgendwie noch mal so ein bisschen Präsenz zeigen. Genau. Ja, eben, habe ich dann auf Ricardo so wie wollen, es ist ein bisschen illegal, oder? Nebst Ricardo wollen den Deal abschließen, für dass man keine Gebühren muss zahlen. Und dann Illegaler habe ich Boy. gesehen, habe ich so einen Kommentar geschrieben, hey, kann ich mich irgendwo melden? Und es hat eine andere Person das auch noch geschrieben. Das habe ich aber nicht gecheckt. Und die andere Person hat geschrieben, ein anderer Benutzer, der genau den gleichen Plan hatte wie ich, hat geschrieben, ich hätte Interesse am Kauf, bitte melde dich unter dieser Nummer. Ja. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie die Antwort von dem, was er verkauft. Und dann habe ich einem anderen geschrieben, der Interesse hat an dieser Kaffeemaschine. Habe ich so geschrieben, jo, ich würde sonst die Kaffeemaschine, nein, ich würde sie heute abholen, wo kann ich sie abholen? Für den Preis, wenn es gut ist, halt wie einfach ohne Gebühren von Ricardo noch so, dass es für beide okay ist. Ja. Und dann hat er es irgendwie nicht gecheckt so. Und ich habe es irgendwie auch nicht Ja, ist gecheckt irgendwie so. so ein bisschen komisch. Er Also- denkt so, du hast die Kaffeemaschine, aber jetzt sollst du sie irgendwie holen. Und er hat sie dann auch schon gekauft. gehabt. Und er hat irgendwie das Gefühl gehabt, ich wollte sie irgendwie abkaufen. So. Und dann hat er so geschrieben, nein, sie ist nicht zum Verkauf. So. Irgendwie so Zeugs und ich bin gar nicht rausgekommen. Und am Schluss habe ich so Du hast gecheckt. doch Dritta. Ah, ja. Das ist mir passiert. Ah, scheisse. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Genau. Das ist mega peinlich. Ja, mega schlimm. Das ist verdammt peinlich, Mann. Ja, sag mal du. Ja, also es ist auch nicht mega peinlich, aber mal, es ist so, in dem Moment war es so ein bisschen peinlich, es war auch ein bisschen lustig gewesen. Aber ich bin gestern so boarden mit meinen Kollegen und unseren Vätern. Und dann war so die letzte Abfahrt gewesen. Und dann ist so eine Gruppe Jugendliche da gewesen, so ein bisschen in meinem Alter auch. Und dann bin ich so aus der Piste gekumpelt, habe so einfach eine halbe Drei gemacht. Und dann hat so einer von dieser Gruppe so gesagt, boah, oder hat so ein bisschen so, da, als hätte ich etwas Cooles gemacht. So. Ja. Dann haben alle so von dieser Gruppe geschaut. Dann habe ich wieder so in die Piste reingekumpelt und auch zurückdrehen, so, mit der halben Dreieck. Und dann hat es mich aber so auf den Latz gehauen, so vorüber auf den Bauch und so mit dem Kopf so komplett in Schnee. Oh, der. Bleibe ich heute schnell liegen. Und dann schaue ich so auf und meine ganze Brille ist so voll Schnee und alles. Ich habe gar nichts gesehen. Und die Gruppe ist wirklich so vor mir. Und zuerst so ganz still geworden. Und so, okay, jetzt so. Ich so, ja, alles easy. Und dann haben sie Hunde angefangen zu lachen. Und ja, dann Oh, ist so shit. ein bisschen, nein, ich Hast hätte du so sie ein ausgelacht? in Walk dem of Fall? Shame müssen machen, neben durchfahren, ja. Alter! Was ist jetzt los? Kim, jetzt hast du mal die Hör Fresse. mal. hier. Da kommt kein Kim klopfen. Ich tue es Kim einfach kommt abstellen. einfach So. klöpfeln. Genau. Ja, das ist einmal gut gestern passiert und es war so ein bisschen peinlich gewesen. Weil es hat aber auch so ein bisschen weh getan, aber dann habe ich so, das wäre alles Ja. gut. Ich habe zuerst so gedacht, du sagst so auf die Nase getestet und dann so aufgeschaut und dann so alles von Blut gehabt. Das ist nur schnell Nein, gewesen. es ist nur schnell. Easy. Bin ich froh. Ja, sonst Stimmt. wärst du gut umgekippt. Was noch, glaubst du, so ein bisschen wild ist? Du hast noch nie Nasenblüten gehabt in deinem Leben, gell? Nein. Das ist wie ganz wild. Ja. Oh mein Gott. Aber ich habe das Gefühl, es gibt eben so ein paar Leute, die haben irgendwie wirklich auch noch nie gehabt. Es gibt so die ist Gruppe wahrscheinlich- Menschen. Ja, du bist schon Aber nicht die wieso? Einzige. So. Wieso ist das so? Weil so, du bekommst wirklich maximal viel Nasenblüten, habe ich so Ja. das Gefühl. So, wenn es ein bisschen trocken ist oder wenn es nichts ist, direkt einfach Nasenblüten. Yes. Das ist urhässlich. Das mache ich auch nicht mehr. Kann ich doch nicht dafür, Mann. Alter, der vertropft er immer Ja, alles, Mann. sorry, Alter. Bah. Boah, das kennt du, wenn man so am Schlafen ist und dann wacht man so auf und dann merkt man so, fuck, ich habe Nasenblüten. Und er so, nein, ich will nicht schlafen und es ist so ein bisschen auf die Küsse. Und wenn es auf die Küsse geht, geil. Alter, dann ist es eigentlich halt für immer dort. Weil Blut Der ist halt wirklich für immer dort. ist nicht so das, was easy ausgeht. Ja. Blutflecken bleibt für immer. Aber das habe ich noch nicht häufig gehabt. Krass. Da bin ich ja mega froh. Das wär's noch schlimmer. Thanks, man. Ja, gut gewesen. Soll ich noch ein paar Fragen droppen? Ja, gib doch noch 2 Fragen da Ja, von deinen was haben wir Kennenlernern. Das ist jetzt ein bisschen die Kennenlernfolge hier. Mhm. Ja, das finde ich doch super. Also, Mario, was ist etwas, was du immer dabei hast, wenn du aus dem Haus gehst? Boah, sicher halt Handy, klassische Handysucht. Ja. Aber Ausser nicht das schlimm. Handy. Okay. Ich habe immer AirPods dabei und Schlüssel und Portemonnaie. Nicht ganz immer, aber ich habe so wie, wenn ich wieder mal so ein Täschchen oder so habe und meine AirPods und so meine Schlüssel nicht im Täschchen habe, Ja. dann habe ich beim Laufen die ganze Zeit das Gefühl, ich habe meine AirPods verloren. Weil ich sie wie nicht mehr spüre. So. Ja, weil ich habe die Oh, immer in ja. der Hose. Und die Schlüssel auch. Ah. Ausser ich bin halt daheim so. Ja, Yes. sehe ich. Okay, Ja. sehe ich. Und Ich habe nicht mal einen Schlüssel.
Ja, sag doch das nicht, sonst wird bei dir noch eingebrochen. Ja, nein, ja, keine Wohnung. Ja, das Haus, das nicht geschlossen ist, nie. Ja, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe keinen Schlüssel. Easy. Liegt Habe doch ich nicht. gesagt. Ja, aber sonst glaube ich nicht. Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Ja, sorry, kann ich enttäuschen. Was hast denn du immer dabei? Sag mal du. Ja, ich habe auch so ein bisschen überlegt. Und ich glaube, ich habe... Also sicher ja das Handy, aber das hat sich, glaube ich, fast jeder einfach immer Ja. dabei. Das hat man halt echt so, weil man einfach nicht mehr überlebt ohne Handy, traurig. Aber Surski. ich habe sehr viel und fast immer habe ich so Pokerkarten dabei. Also Oder so, so Jasskarten. Spielkarten. Ja. So Spielkarten, aber eben, ja, Jasskarten. Also so. eben Poker und nicht Jass, weil es einfach Ja. noch so 3-4 Zahlen mehr Es hat. geht oder? halt bis zum 2 Ja, aber das und hat ist noch noch Joker dabei. richtig easy. Das sind der Joker, wo man dann nie Ja. weiss, was mit dem. So, ja. Ja, die wissen nie, was mit dem. Ich weiss immer, was mit dem. Das kann nie, das gibt immer so Streitigkeiten, wenn man so mit diesen Karten tut. Nur unsere Freundesgruppe checkt einfach nicht, wie man die braucht. Easy, Also, ja. Nein, ich Ja. habe fast immer so ein Poker dabei, weil es gibt so ein Spiel, wo man so ein bisschen immer spielt, wenn man nicht weiss, was machen. Und das ist so ein bisschen mein Lieblingsspiel, kann man so ein bisschen sagen. Und darum habe ich immer ein Pokerset dabei. Fast immer. Oder einfach, also nicht ein Pokerset, einfach Jazzkarten halt. Ja. Ja, das habe ich immer so ein bisschen dabei. Zeig, hast du jetzt? Nein, das habe ich nicht dabei. Scheiße. Verwünscht, sie lügt. Ich lüge. Ich habe es nicht dabei. Aber wenn ich so ein Täschchen dabei habe, habe ich fast immer eins dabei. Easy, Aber jetzt habe ich ja gewusst, wir spielen nicht Poker. easy. Ja. Geil. Soll ich noch eine droppen? Ja, komm noch letzte. Also, Letzte letzte? Frage. Shit, welche soll ich nehmen? Oder hast du noch gute, weißt du, wenn du gute hast, dann kannst du noch 2. So, das ist mir so ein bisschen gleich. Also, ja, ich habe noch 2. Ja. Also, jetzt kannst du noch sagen. Digga, wie schlecht kann mir hier? Was hast du dir zuletzt online bestellt? Ja. Nicht, Ja. nicht online. Shit! Sofa. Nein. Ja, Kaffeemaschine wollte ich sagen. Aber die ja, habe ich wie shit, nicht hast du bestellt, gesagt. so. Von dem her zählt es nicht ganz. Hä, aber von wo hast du jetzt die Kaffeemaschine? Du hast sie jetzt irgendwie gar nicht bekommen. aber jetzt ist sie Ricardo gleich. habe ich sie Hast du dann andere? gekauft. Andere, ja. Ah. Das ist eine andere, die habe ich zuerst Hast du wollen, die die wäre auch noch verkauft? geiler gewesen. Die wäre noch geiler gewesen. Aber die kann ich auch abholen oder dann wird sie mir dann sogar gebracht. Cool, dann können wir jetzt bei Mario auch einen Kaffee trinken. Es war so ein bisschen das Problem, gewesen, dass Mario so keinen Kaffee hat in seinem Zimmer, in seiner Wohnung. Mhm. Und dann haben wir eigentlich so Pulverkaffee müssen kaufen, plus so eine Sojamilch. Und es war einfach so ein bisschen nasty gewesen dann. Das ist ja so. Darum bin ich jetzt froh, hast du eine. Das Hast ist du, so. sag mal ehrlich, hast du sie für dich gekauft oder hast du sie vor allem auch so ein bisschen für uns gekauft? Also, wäre ich wüsste, ich hätte hier nie von euch Besuch, hätte ich sie sicher nicht gekauft. Oh, wie Yes. süß. Darum habe ich auch noch 50 Franken gezahlt. Oh, nur 50 Franken sind wir nicht wert. Ja. Traurig, gell? Ja. Nein, was mir noch ist in den Sinn gekommen, das ist jetzt so genervt. Ja, so von Urban Classics, das ist so eine Marke, nicht unbedingt speziell, aber die machen so Kleider. Organic Basic Tees, heissen die. Das sind so ein bisschen umweltfreundliche Basic T-Shirts, weiße und schwarze habe ich von denen sehr gerne. Und die kosten auf Zalando eigentlich verdammt viel, und dann habe ich sie sonst so in einem Shop bestellt. Und so habe das Gefühl gehabt, das sind Organic Basic Tees und die haben auch einen speziellen Schnitt. Und dann habe ich irgendwie 8 oder 10 von denen bestellt, so. Das war gleich noch ein bisschen teuer, weil so 18? 8 oder 8 oder 10, 10? so. Ja. Krank. Und dann waren es einfach nicht Organic Basic Tees gewesen, weil ich nicht habe gelesen. Einfach Ja. nicht Organic Basic Tees. Das habe ich noch bestellt, Shit. aber sonst kommt mir nicht Also viel das Sinn. soll jetzt so Ich werden. muss sagen, also für die, was interessiert, müssen halt jetzt zulassen. Ich mache im Moment den Zivildienst, oder? Und da verdient man, das ist vielleicht auch noch interessant. Was denkst du, wie viel verdiene ich? Insgesamt so pro Monat, wie viel Geld kommt rein? Was hast du es doch mal gesagt? 2,5? Ja, ist nicht schlecht. Ah. 2,9 sogar. Wow, Ja. krass. Ist nicht mal so schlecht. Ja, geht noch. Und ja, Zivildienst, das mache ich so in so einer Brocke mit suchterkrankten Leuten. Das ist noch mega cool. Und eigentlich kann ich sagen, dass das geht nur so knapp halt lenkt für so ein bisschen Wohnungsmiete, Versicherung, Krankenkasse, sonst noch so Rechnungen, die immer so ein bisschen kommen. Und da bleibt wirklich nicht viel, um für zu bestellen. Da bleibt nur noch Organic Tees. Da bleibt da sind einfach noch Organic Tees, die auch nicht Organic Tees sind. Ja. Kann eigentlich nicht sein, weil man nicht kann lesen kann. Ja. Shit. Shit happens. Das Oder ist wie shit sagt man? happens, eh. Ja, das sagt man so, ja. Ich würde schon sagen, so Shit happens ist schon so, das ist zwar Englisch und so, aber das ist schon so ein bisschen etwas, was die ältere Generation sagt. Ja, ich würde sagen, Gell? Ja, so so die 40-Jährige. 35.
Ja, shit happens. Ja, genau. Hey, Kopf hoch, shit happens, Mario. Ja, easy. Da mit deinen Organik-Thesen. Shit happens. Easy. Kopf hoch. Also. Nächste Frage. Nein, warte. Nächste Frage. Du hast bestellt? Stimmt. Ich habe von Depop etwas bestellt. So einen Hoodie. Ein Hoodie. Ein Hoodie. So ein bisschen einen, den ich dann auch so ein bisschen fürs Skifahren dann vielleicht anlegen könnte, mit dem Hintergedanken. Okay. Fürs Boarden, excuse. Du Boarden. Wäre noch so wichtig. Aber ja, jetzt wird es halt wieder so ein bisschen warm und dann wird es halt auch an den Skitagen warm. Weil gestern war es richtig warm. Und dann, wenn man so im Hoodie kann, boarden, das ist so ein bisschen mega geil. Safe. Man ist so frei. Das ist ja mega geil. Ja, darum habe ich so einen bestellt. Cool. Genau. Nicht schlecht. Nachhaltig, weil es ist Depop oder Secondhand. Boah, du bist ja so einzigartig. Ich bin so Nicht schlecht. einzigartig. Ja, Soll ich noch einen droppen oder hast du noch viel? nein, wenn du eine gute... Also ich habe schon noch Sachen dazu zu erzählen und so, aber wenn du eine gute Frage hast, dann nehme ich die gerne. Ich wäre der Letzte, weil das ist nur noch so ein bisschen... das ist schnell beantwortet, glaube ich. Ja. Aber was ist so ein bisschen dein Lieblingsspitzname von dir? Oder was ist dein Spitzname überhaupt? Boah, Oder welches sind deine Spitznamen? soll ich hier so leaken, so ein bisschen? Soll ich Ja, alles leak mal. leaken? Du kannst noch ein bisschen, jetzt kannst du noch ein bisschen promoten. Easy leaken halt. Ja. Es gibt so einen Künstler auf Spotify, der heisst Papi Shorts. Und das ist so ein bisschen... das Alle Bieg. kennen den halt. Aber Das Bieg. Und ich mache so vielleicht einen Song im Jahr oder so und dann lade ich aber den dazu auf. Und eben, Papi Shorts ist so ein bisschen von... Kennt ihr Schurzen? Das ist hättest so... du vielleicht nichts. Was? Das ist schon lustig. Das ist so, wie wenn man muss furzen, aber halt noch ein bisschen Land mitkommt, dann ist es dann ein Shorts und nicht ein Furz halt, wie wegen Schissfurz. Checkt ihr, oder? Darum Shorts, Papi Shorts. Und es gibt, die Songs, die werden manchmal so ein bisschen gelost, so ganz selten so irgendwie in dieser Freundesgruppe, wo wir sind oder so. Und von meiner Family. Und von deiner Family. Von meinem Vater. Ja, liebe Grüße, das ist ganz ein guter. Genau, darum wird mir manchmal schon Papi Shorts gesagt. Oder so, wenn ich etwas mache, dann sagen sie aber danke Papi Shorts. Und das finde ich noch so, das habe ich noch so gerne. Das habe ich noch so ein bisschen gerne. Das habe ich noch so ein bisschen gerne, wie sie Also das das sagen. Ding ist auch, er sagt dann auch so, und, wie sagt man? Dann muss man sagen, danke Papi Shorts. Ja, Mann. Das ist aber immer lustig, finde ich. Das ist schon ein bisschen lustig. Oder, man sagt auch Marisan, hast du glaube ich auch gesagt vorhin, oder? Ja. Marisan finde ich auch noch easy. Das ist auch noch ein bisschen lustig irgendwie. Aber ich heiße Mario, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ja. Oder Marianne, sagt man auch noch viel so. Genau. Und das kommt so von... Marianne, weißt du, von wo das kommt schon, Ja. oder? Mein Grossvater, also der lebt jetzt nicht mehr, aber der hat mir immer so gesagt, keine Ahnung, so wenn wir irgendwie gegessen haben bei ihm oder so, gibst Marianne auch noch ein bisschen Spaghetti? So, Marianne. Oder kommt Marianne auch noch? Oder irgendwie, sag der Marianne noch einen Gruß oder so irgendetwas. Und dann bin ich halt so Marianne gewesen, irgendwie so. Aber das ist noch so ein bisschen speziell. Marianne. Weil das ist so ein Ding, so bei der Familienseite von meinem Vater. Dort hier sagen wir auch Fritzen. Zum Ja, aber Beispiel. das ist doch so ein bisschen Das ist so so ein Fritzen. altes Ding. Ja, oder Ich glaube. Hansen oder so Sachen Ja. halt. Das nicht alle Namen liegen, aber ihr wisst, was für Namen das sind. Halt Fritz und Hansen und Uhle. Und Uhle. Hans-Uhle. Uhle Und sagt man auch. Fritzen. Ja, Ja. genau. Darum ist es so ein bisschen lustige Aussprache, so ein bisschen Emmentaler. Ja. Stimmt, wirklich so das Emmentaler ist. Der Name einfach noch für Emmentaler. Wirklich, ja. Der Marianne. Die Marianne? Sagen wir nicht die Marianne? Nein, der Marion. Also, Der Marianne. so Marione, so. Wie nicht mehr, Es ist wie etwas, was du aufs Brot kannst streichen, so Marianne. ja, aber so, Kann ich noch die Marianne? genderfrei, wie so Marione halt. Ah. Die Grossvater hat schon früh angefangen mit Gendern. Marianne. Ja, also, ja. Ja, lustig. Sorry, das war jetzt nicht lustig. gewesen. Doch? Lach doch. Ja, es hat echt nicht ganz stumm, aber ist gleich. Ah. Nein. Shit. So, Sag mal noch du, deine Lieblingsspitznamen, die du hast. also ich sage noch meinen Lieblingsspitznamen. Ich habe eigentlich gar nicht wirklich einen Spitznamen, weil mein Name schon recht kurz ist. Stimmt, Aber Joy ist er, für die, die es nicht checken. Joy ist mein Name. Hallo. Und, aber vor einem Jahr war eben so ein bisschen das Ding, dass wir waren in Afrika vor einem Jahr und haben so ein bisschen viel Zeit gehabt, so ein bisschen zum Blödele. Überlegen. Ja. Und dann haben wir eben für mich, haben sie für mich so einen Spitznamen erfunden. Recht mühsam, aber jetzt hat es sich so schon so eingebürgert, dass wenn die Person mir nicht so mit meinem Spitznamen sagt, das schon komisch ist. Und zwar hat sie Jockel erfunden, Mhm. aber von Jockel ist es dann noch ein Spitzname entstanden, und zwar Jox. Mhm. Und sie sagt mir jetzt eigentlich nur noch Jox, und wenn sie Joy sagt, dann ist es schon so ein bisschen komisch. Sag mal, wer ist das?
Lini und Nushi. Ach schon? Ja. Hä? Die musst du mal anschauen, die lernen mich nur noch Joks oder Die Jockel. lernen mich. Die lernen mich nur noch Joks. Easy, geil, Mann. Das ist doch mein Spitzname, ja. Cool. Danke für die Cool. gute Vorbereitung mit den Fragen. Hey, mega gern. Ich werde mit euch... Spass nicht. Ich werde mit euch ein kleines Experiment starten. Und Oh. zwar, ja, ich bin so ein wie sagt man das, abergläubischen, glaube nicht. Wow, okay. Ich bin so ein bisschen mit Frequenzen, kenne ich mich aus. Was? Mit so Frequenzen wie zum Beispiel 155 Hertz, so gut ist zum Lehren. Zum Beispiel die Frequenz, die dann so los ist, nämlich so Mario, was ist los? Oder zum Beispiel Ich komme nicht drauf. 159 zum Einschlafen, das macht dann so. Bleibt dran, ich glaube, es kommt schon noch etwas. Genau. Nein, und ich habe gelesen, es gibt eine Frequenz, die tut die Denkfluss stören. Und ich habe das Gefühl, das macht bei Stören? mir ohne Scheiß. Ja, ja. Wenn du jetzt so probierst, dir vorzustellen, was machst du morgen, und du hast dann so die Frequenz auf dem Ohr. Oh, Du machst schnell beide Kopfhörer Okay. rein. Als wärst du so ein Zuhörer. okay. Als wäre es ein Zuhörer, nicht mal der Kopf. Ah, warte, ja, zwei. Ja. Wir probieren gendern probieren. Oh ja. Auch wenn wir es nicht richtig gut machen. Ich kann's Alter, wie crazy bist du jetzt das gut für ein... Wie crazy fühlt sich Ist das an? das? Ja, tu mal beide rein. Das ist ja ganz anders, wenn wir das Oh, aufnehmen. das ist ja ganz wild. Also, auf jeden Fall gibt es jetzt die Frequenz auf euer Ohr und dann tut mal so ein bisschen probieren zu überlegen. Einfach überlegen, nicht viel anderes. Überlegen, was man morgen macht. Ah, warte schnell. Ich glaube, er sagt es zuerst noch. Ja, okay, dann könnt ihr noch Das zulassen. ist so von einem TikTok. Dann denkt doch nicht. Ups. Sorry. Hast du nicht auch das Gefühl, du kannst nicht überlegen? Oh. Also, was ich morgen mache, kann ich schon noch gut überlegen. Aber es ist so mega, der Ton geht so mega durch das ganze Hirn durch, das habe ich so das Gefühl. Ja. Er geht so von links nach rechts und tut so mehr wie Wellen machen im Kopf. Ja. Es ist so auf Dauer richtig unangenehm, glaubst du? Ja, einmal irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann mit dem Ton nicht mehr denken. Das ist nicht die Frage, ob du das so hast. Vielleicht musst du das mal abklären, Mario. Weiss nicht. Ja. Nein, aber so Sachen helfen wirklich. So, es gibt ja viele Leute, die dann so einschlafen mit so, einfach so Frequenztönen stimmt. und so. Stimmt, ich habe schon mal, glaube ich, jetzt lernen, so mit der so einer Frequenz, wo eben so ein bisschen wie Ja. das Gedächtnis stimulieren. So. Und das ist ja bewiesen, das hilft, schon. aber wahrscheinlich hilft es nicht mega viel. Ja. Ja, Mal, etwa schon ein bisschen. Wenn man daran glaubt, dann hilft es etwa schon. muss ich sehr sagen. geil. Ja. Sehr geil. Cool, danke für das coole Experiment mit den Kein Frequenzen. Problem. Du machst dich lächerlich über mich, hä? Du lachst mich aus. Nein, wegen es ist mega cool. Sieh ich da. Der kleine Nerd hier. Ich habe noch eine kleine Story. Ich weiss nicht, ob du das hast gesehen, aber ich war auf TikTok bei SRF gewesen. Ja, ich habe es gesehen. Nein, du hast es ja. gesehen. Fuck, man. Oh, ich habe es gesehen. Okay, easy. Ja. Auf jeden Fall habe ich eine kleine Story dazu. Ich bin, ich glaube, ich hatte frei gehabt. Ich glaube, am Montag oder so, hatte ich frei gehabt. Und dann bin ich so auf die Bundesterrasse, habe ich gedacht, ich gehe so ein bisschen lesen. Gehe ich auf die Was? Bundesterrasse? Ja, das habe ich. Was? Ihr müsst wissen, ich habe so ein Buch, und das ist so ein bisschen, wie sagen wir das? Das schockt mich gerade ein bisschen mehr, als dass du bei SRF bist. Im Fall, wirklich. Nein, ich habe so ein Buch, und das heisst irgendwie so, warum man nicht alle Leute versteht, oder warum es Dummköpfe gibt, oder so irgendetwas. Scheissegal, es geht immer so darum, wie Leute unterschiedlich sind halt. Und ich finde das sehr weiss interessant, wieso Leute unterschiedlich können sein, warum das sie so sind, warum das sie so acten und so. Boah, Und dann einfach habe der ich so- Intellektuelle. Ja, mega. Und dann habe ich so gedacht, also es ist so, ich habe das Buch gelesen bis zum Kapitel 2. Dann war es schon so lange her gewesen, als ich es wieder gelesen habe, dass ich nicht mehr gewusst habe, dann habe ich nochmal angefangen. Bis zu Kapitel 2. Nein, bis so Kapitel 1,5 oder so. Und jetzt bin ich wieder draus. Jetzt muss ich das so ein bisschen wieder voranfangen. Und dann war eben so der Tag, gewesen, wo ich auch gelesen habe, bis zum Kapitel 1,5 auf der Bundesterrasse, habe mich hergesetzt, auf das Bänkchen, und dann auf einmal kommt so einer, den ich kenne, so von SRF Virus, so den TikTok und so. Wow. Kenne ich aber. Hast du schon Und dann gerufen, sehe so, ich aber. hey? Nein, und dann ist er schon so zu mir gekommen, also er ist vor mir gestanden, weil ich bei einer Lesung war. Dann bin ich jetzt so ein bisschen, Schüch, oder? ja. Nein, wirklich? Und so ein bisschen aufgeregt gewesen, gar nicht auf die Situation gefasst gewesen. Aufgeregt. So. Ja, das so, Das finde ich super. Alter, so, also jetzt sagt, kommt auf das Modell auf TikTok so, du darfst keinen Scheiß sagen. Und dann sagen sie so, sag jetzt mal, auf die Frage, ja, du weißt, auf was es ist gegangen, zum Ich Beispiel weiss, im TikTok. es ist schon ein bisschen länger her. So Was würdest du machen, wenn du kein Risiko hättest? ah, stimmt. Ohne Risiko irgendetwas machen. Ja, oder so. was würdest du machen, wenn es kein Risiko würde geben für dich?
Ja, Digga, dann sage ich so etwas Langweiliges wie irgendwie einen Job gründen und irgendwie etwas selber aufbauen. Ah nein, ja, etwas Bruh, selber aufbauen, oh mein stimmt. Gott, wie langweilig. Ja, Man kann so denk coole mal, Sachen das ist sagen. jetzt wirklich... Gar nicht Wieso hast du davon. nicht Papi-Schurz erwähnt? Ja, ich hätte gesagt, ich würde jetzt hier das Bundeshaus ansprechen mit Papi-Shorts. Hätte ich können sagen. Bundeshaus mit Papi-Schurz ansprechen. Du hast so draufschreiben, das Das war vielleicht Now etwas gewesen, wo er dumm war, weil jetzt hast du gesagt. Stimmt, so. Das stimmt sogar. Ich hätte dir einfach Start-up gründen gesagt. Genau. Ja, und dann war noch so eine Frage, zum Beispiel, welche Kindheitsserie hat dich am meisten geprägt? Ah, wirklich? Ja, nein, ich Das so hab ich gesagt. Ja, das kommt ja alles vielleicht noch, oder da haben sie es einfach lassen. Und dann habe ich so So, gesagt, Phineas und vielleicht Ferb oder so. Oh, und was ist ein Trend, den du nicht so cool findest? Ja. Und dann hätte ich auch so coole Sachen können sagen, die so ein bisschen zur Schweiz passen, wie irgendwie so, Albert Rösti, kennst du den Trend so? Albert Rösti, tu mal Dönerpreise tiefer machen oder so. Wo nicht die Leute immer so wie für die Bundesrat, oder wie heisst der Bundesrat noch? Gibt es Albert Rösti im Bundesrat? Ja. Ja, Oder? Ja, dann sagen Ja. sie so, da geht's. Albert Rösti, mach mal Clubs länger auf. Oder mach mal Drinks in den Clubs günstiger. Oder mach mal Bier günstiger. Schreien dann so kleine Ah, Kinder ja, und so. Das weiss, kennst du, ja. oder? Also ja, auch Ende von dir kenne ich es, aber meine For You ist das nicht so. Easy. Einmal so Sachen. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, so einen langweiligen Trend von Amerika gesagt. So, schon. Was hast du gesagt? Sag mal. Mach Ja, mal. Ja, so gesagt, in Amerika gibt es so den Trend, wo man wie alle folgen einander auf TikTok, weil dann war es so Zeit, wo TikTok dann gesperrt wird. Oh, ich folge genau auf TikTok. Und das wie alle Leute mal sehen, wie es wäre, wenn sie viele Follower haben, bevor das TikTok dort hier gesperrt wird. Ah, was? Das habe ich so gesagt. Das ist schon langweilig, ja. Ja, das ist verdammt langweilig. Nicht performt haben. Scheiße, wir können nicht Weil, performen. ihr wisst vielleicht nicht, nach dem Zivildienst möchte ich eigentlich ganz am liebsten ein Praktikum bei SRF Virus. Herz euch, liebe SRF. Oh, das ist jetzt deine Chance. Hättest du doch Ja. das gesagt, Frau? Hättest du doch das genau. gesagt? Hätte ich so etwas Nein. gesagt. Oder sie haben so gefragt, das habe ich mir auch überlegt, das wäre auch gut gewesen. Sie haben so gefragt, ohne welche Social Media App kannst du nehmen? Nein, hätte ich können sagen, TikTok, dass ich immer SRF Virus TikToks schauen oder so, was ein bisschen lustig ist. Und dann komme ich sicher so gut im TikTok, weißt du. Ja, fix. Aber das Und habe ich auch nicht den auch. gesagt. Ich habe so gesagt, Insta, weil man dort sieht, was die Freunde machen oder so einen Scheiß. Ja, schämen Weil man sieht, was die Freunde machen. Ja, also meine Freunde so ein bisschen nicht wissen, was die machen. Gut, Nein, begründet. ohne die App könnte ich nicht. Ah. Ja, hallo. Ups, ich habe es falsch verstanden. Upsi. Upsi, sorry. Upsi Daisy. Shit happens, Sagt hä? man das noch? Ja, shit happens. Upsi, Daisy, shit Ja, happens. das ist auf jeden Fall so ein bisschen unser Ding. Wollen wir mal Ja, noch das ist erzählen, krass. vielleicht, also das weiss man vielleicht auch wie nicht so, wenn wir uns jetzt Ja. früher aber nicht gelassen hat. Was haben wir mal gemacht? Erzähl mal. Was haben wir mal gemacht? Auf Social Media, Social Media? Schweizer Fleisch, Oh, das ist ein Stichwort. Ja, aber das kann man immer noch schauen halt. Das ist auch ein bisschen das Ist Problem. mir doch gleich, ist für dich. Also Jungs, man kann es noch nachher schauen, aber wir haben mal Schweizer Fleischvideos gedreht im Internet. Und vielleicht kennen die anderen oder die einen oder die anderen das noch. Aber wir haben mal so einen Wettbewerb mitgemacht, so, weil es jetzt so geheißen, man kann so einen Festivalpass gewinnen, wo man auf Oh mein 5 Gott, ja. Festivals kann gehen. Es hat Sag nicht, hast du geheißen, das vergessen? nein, oh mein Gott, Aha. ja, so ein bisschen Scam ist es, ich wollte sagen. Ja, nein, ist ja nicht mega Scam gewesen. Ja. Ich finde, es ist schon cool gewesen. Safe. Also. Aber es ist nicht ganz so kommuniziert worden, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Ja, Für true, uns. true. Für uns ist das cool gewesen. Aber für andere Leute wäre das weniger cool gewesen, kann ich Ja, davon das aus. stimmt. Auf jeden Fall hat Sie es machen es geheißen, jetzt einmal nicht mehr. es hat geheißen, verbringen mit Schweizer Fleisch deinen Festivalsommer oder so. Ja. Und dann hat es eben geheißen, man muss so ein Bewerbungsvideo schicken, sich bewerben für den Festivalpass. Dann haben wir das gemacht. Dann sind wir da an Dämmen und haben so ein Video aufgenommen und haben dazu eine vegane Wurst gebrätelt. Weil eigentlich sind wir nicht so mega auf diesem Fleischtrip so ein bisschen. Oder würde sagen, wir wollen ein bisschen darauf schauen, dass man eben nicht zu viel Fleisch isst. So. Yes, sir. Aber haben uns bei Schweizer Fleisch beworben. Ja, für die Festivaltickets. Ja, eigentlich wir haben uns wirklich nur wegen denen beworben. Und dann haben wir gewonnen. Und sind dort angenommen worden. Und dann haben wir so ein Gespräch gehabt. Sie haben so gesagt, ja, wir müssen echt so ein bisschen Videos machen ab und zu, so ein bisschen eben Schweizer Fleisch promoten. Schweizer Fleisch ist dort, hat dort eine Stange an diesen Festivals, die ein bisschen Präsenz zeigen und halt so ein bisschen auf Social Media, glaube ich, einfach so ein bisschen präsent sein. Und so zeigen, ja, wir sind im Fall auch dabei. Genau. So ein bisschen Sponsoren von diesen Festivals. Dann haben wir dazu gesagt und gedacht, ja, wird der geilste Sommer hier. Ja. Also, ja, dann waren wir an diesen 5 Festivals gewesen, und in jedem Festival haben wir dann einfach so die Videos gedreht. Da könnt ihr sogar nachschauen. Sagen Das ist eigentlich so. nicht mehr dazu. Das ist so. Ja, es ist aber so gewesen, also ich habe das mega cool gefunden, dann so die Erfahrung. Ja. Bis einfach drauf, dass halt wie mehr für Fleischwerbung machen, obwohl das wir nicht so
mega die sein, die für Ja. Fleisch Werbung Wir können halt machen. nicht mehr so dahinter stehen, glaube ich. Genau, das war so ein bisschen ein Schämer. Und auch der Content so ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen halblustig gewesen, so ein bisschen auf Krampflustig, eigentlich Ja, nicht ja. wirklich lustig. Was Das man ist auch auch ein kann bisschen das sagen, Problem wir haben wie das nicht selber, oder wir haben nicht selber überlegt, die Videoideen, die sind uns wie, also alles, was wir haben gesagt, ist uns eigentlich wie so ein bisschen vorgeredet worden. Genau. Wir haben den Text bekommen, wir haben gesagt, was wir machen sollen, wir haben gesagt, was wir herlaufen sollen. Das Wir haben ist eigentlich so. wie nichts selber so ein bisschen überlegt. So. Yes. Aber so für die ersten Erfahrungen, ich glaube, hat es uns mega geholfen, so ein bisschen mit dem Podcast jetzt, so ein bisschen reden. Wir Ja, mussten so ein ja. bisschen fremde Leute ansprechen, wir mussten so vor allen Leuten jetzt so müssen Videos machen und wir sind immer so ein bisschen angegafft worden von allen. Safe. Und ich muss sagen, es hat mir eigentlich schon gefallen. Das ist wirklich Also es lustig. war cool gewesen. Ja. Und wir haben halt wirklich for free immer mit VIP-Tickets an diesen Festivals können chillen. True, das ist cool Das gewesen. ist noch cool gewesen, ja. Und was noch war, wir haben auch aber so, wir müssen für so die Social Media Videos so müssen Wurst bräteln, halt beim Campfire. Das ist so die Campfire-Stage von Schweizer Fleisch, wo manchmal so an den Festivals ist. Und Joy hat nicht mal so gerne Wurst, Mann. Und die hat Das hier ist so wirklich viel geil. Wurst müssen essen, weil sie hat, ihr wird es aber schlecht, wenn sie so Wurstzeugs isst und so. Und die hat dort hier wirklich so ein bisschen Wurst, abturn bekommen dort. Ja. Man muss Servalas Ja. fühle ich gar nicht. Aber immer fürs Video, und ich weiss noch, einmal haben wir sogar beide 2 müssen bräteln. Ja, Digga. Du 2, ich Oh mein 2 Gott. für das Video. Und dann so, ja. Und dann haben sie nicht gesagt, was wir jetzt mit diesen Würsten sollen. Ja, Also, einfach essen haben. ich esse halt. Oder Ja, forttun tut irgendwie so ein Nein, bisschen weh. nein. Wenn extra das Tier gestorben ist von einer Wurst, dann tun wir es auf keinen Fall fortnehmen. Ja, true, dann Das tut ist es halt wirklich- dann Mario essen. Ja. Was noch war, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, das wollte ich noch so sagen. Ja. Ihr seht jetzt in den Videos, ich habe so eine Jacke, die so mit Fell hat. Ist das echt das Tierfell? Hey? Und in dem SRF-Virus TikTok, hast du das auch gesehen? Nein. Kommis. Nein, So. nein. Jemand hat so geschrieben, der mit den Timberlands, ist das nicht der Mario von Nutella und Jesse Gürkli? Nein, wirklich? Doch, ohne Scheiß. Hat so geschrieben. So, Das und ist ja mega Kollegin, lustig. Kollegin so markiert. Dann hat sie so geschrieben, oh mein Gott, ja, und so ein Granny-Smiley so. Und Oh. dann so, in Klammern, oder so irgendetwas so, welches Tier ist denn für das Fell gestorben oder für die Jacke oder so. Und dann habe ich halt so müssen kommentieren, so, ja, ich musste so ein bisschen rechtfertigen. Oh Oder ich, nee. nein. Dann habe ich so geschrieben, es ist vegan. Oder nicht echt. Sorry, jetzt vegan. Ja, Hätte ich auf Lust können. genau. Das ist noch krass, dass es aber so, dass es immer noch so gibt. Dass es so Leute gibt, die uns halt noch so ein bisschen kennen von Nutella und jetzt Gürkli. Das ist so. Das ist irgendwie lustig. Das ist sehr schon noch lustig. funny. Wenn ihr uns noch kennt, das finde ich aber lustig, wenn ihr uns so, oder wenn man so, Es fühlt sich so komisch an, das zu sagen. ja, es wird wirklich komisch an. Das ist, kommt ein bisschen unsympathisch, obwohl Ja, es sich so... sorry, das habe ich jetzt nicht wollen sagen. Ja. Vergessen doch das Gedöns. Hey, wir haben noch, weil ihr uns kennt, nein, wir haben von Insta noch so von einer Zuhörerin von Nutella und Jesse Gürkli, haben wir noch so ein entweder das oder nein, es 2 Lügen, eine Wahrheit. Es gibt so Kategorien Ja. bei uns. Die habt ihr jetzt noch nicht so kennengelernt in der ersten Folge, aber es gibt Kategorien. Die werdet ihr jetzt kennenlernen. Die werdet ihr jetzt kennenlernen. Yes. Zu diesen Kategorien haben wir jeweils einen geilen Jingle. Und entweder ich, Joy oder sonst irgendjemand aus dem Internet hat eingesprochen, KI-mässig. Yes. Ihr werdet es sehen. Ciao! 2 Lügen und eine Wahrheit. Kategorie 2 Lüge und eine Ich Wahrheit. hätte eigentlich machen, dass so famous Leute sind Dinge sprechen mit diesem Programm. Boah, ja. Ich Ist weiss auch halt nicht, wie man das lustig, hä? darf. Ja, das darf man auch nicht. Man darf auch nicht, Mit das, so was wir Leuten, jetzt die schon am Anfang gestorben haben gemacht. Ah, Hä? darf man das nicht? Denke nicht. Shit. Das ist auch fast ein bisschen verwerflich, so, wenn man das noch so ein bisschen ausnutzt, dass sie gestorben sind. Aber Ja, auf jeden so Fall jetzt- Kategorie 2 Lüge, eine Wahrheit. Es geht darum, wir bekommen 3 Szenarien aufgezählt. Die haben wir entweder aber füreinander vorbereitet, von uns, oder ihr dürft uns sehr gerne auf Instagram Rückwärtstherapie eure Szenarien zuschicken und dann mit einem Bild die Auflösung, so dass wir wie einmalig das Bild öffnen und dann die Auflösung haben. Yes. Das heisst, wir werden dann im Podcast die Szenarien vorlesen, einander stellen, raten, was ist falsch, was ist richtig und dementsprechend mit dem Bild dann auflösen. Genau. Was bekommt Yes. auch verliert eigentlich? Klapp. Ein richtiger Klapp. Geil. Also, dann fangen wir doch mit der ersten Story an von liebe Leonie. Die hat uns Yes. nämlich schon einmal in Nutella, wo wir noch Nutella ohne Essig gemacht haben, schon eine geschickt. Und die ist da super gewesen. Boah, das ist meine Lieblingsfolge gewesen, genau wegen ja, dem. das ist so ein gutes, entweder das oder das gewesen. Boah, ist das super gewesen. Ah nein, nicht dann. Ja, egal, verlieren. Also, wir fangen an mit der ersten Story. Und zwar, eine Kollegin von mir ist mit 18 schwanger geworden. Hat dann auch so eine Babyparty gemacht, wo wir alle das Geschlecht erfahren haben. Es wird ein Mädchen. Dann hat sie im April die Geburt gehabt und sie hat es ist ein Bub geworden.
Also das Zimmer, Kleider und alles halt nicht ganz so passend gewesen. Boah, also das ist so ein bisschen... Das passiert, glaube ich, noch öfters, oder echt nicht? Ich weiss Ja, nicht, das kann halt wie schon gut dass man das Geschlecht so erkennt, wenn man es aber so durch den Bauch durchschaut. Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht Experte, aber ich habe das Gefühl, das erkennst du eigentlich schon, aber es kann halt auch immer sein, dass es wie ein Auf das Mal gleich ein Schwänzel bekommt. gleich kein Schwänzel hat oder ein Schwänzel hat. Yes. Gleich noch einer wächst. Ja, also das könnte halt wie auch true sein. Es ist nicht so unmöglich. Safe. Ja, also das ist eine true Story. Aber ist sie von ihr? Aber ist sie von Kollegin ihr? true? Das werden wir noch sehen. Ja, Bleibt sag mal dran. die andere, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Die zweite Story. Ich bin mal spontan mit meiner Kollegin am Wochenende Auto fahren. Dann haben wir gedacht, komm, wir fahren auf Italien an den Strand übers Weekend. Sind dann so 4 Stunden circa gefahren bis zu der Grenze und dort haben wir gemerkt, dass sie den Pass daheim hatte. Nein, Und haben Bibisch. dann halt wieder heim können. Ich sage, die ist 100% falsch. Ja, dumm. Weil, Wieso? erstens mal, an der Grenze, du kannst doch auch so, das ist wie zum Beispiel, wenn du an den Flughafen gehst und dann hast du deinen Pass nicht dabei. Ja. Dann kannst du einfach so einen Pass wie kaufen, so. Aber kannst du das ergrenzen? Oh. Ja, safe. Wenn man das am Flughafen kann, kann man sicher Grenzen auch. Oder die chillen doch sicher so ein bisschen. Aber es ist ja Als ob die- sass, wenn du über die Grenze auch schon ohne Pass. So ein bisschen auch. Nein, Digga. Wenn drei von... Digga. Nein, Digga. wenn 3 im Auto oder so den Pass haben, sind so junge Mädchen wie die Leonie und Buben. Und dann kommt es doch nicht sass, wenn so jemand, als ob die nicht so sie überschmuggeln. Denkst du doch, also kein Auge zudrücken? Also, was Ja, wir das da in nachdenken. Afrika schon haben erlebt, so mit überschmuggeln. Wie sich da Menschen haben übergeschmuggelt. Ja, easy. Das ist auch ein bisschen andere Liga. Der. Ja, schon, aber... Afrika also, mit das ist Italien oder so vergleichen. Ja, Mann. Entspannt, Brett. Entspannt. Okay. Ja, easy. Da bin ich noch nicht Fan von dieser Story, aber wir werden es Ich will sehen. noch die dritte hören Yes. zuerst. Also, dritte Story. Ich habe mir im März mein Knie gebrochen, indem ich daheim abgewaschen habe. Dann ist mir eine Nudel auf den Boden gefallen und als ich in die Hocke gegangen bin, Oh. ist es halt gebrochen. Was ist gebrochen? Also das Knie ist gebrochen. Das Knie, ja, easy. Du hast jetzt schon vorher gelacht. So Gar nicht Nudeln. lustig gewesen. Nein, also denke ja genau, dass es kommt, wenn sie so abknäulen, das Knie so wie, kennt ihr das, wenn ihr abknäult und dann knackt so das Knie und dann müssen sie so schnell chillen, schnell einschnaufen und dann so merken, ist es noch ganz oder ist es kaputt? Ist noch ganz und dann geht er weiter. Nein, sorry, kann ich nicht. Kennst du wirklich nicht? Also ich weiss, was so ein bisschen wie anstellt, so, aber ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, jetzt muss ich schauen, ob mein Kleid noch Ja, ganz ist, so. safe. Ich weiss es So auch schlimm nicht. war es noch nie gewesen. Ja, Boah, bei mir aber auch nicht. also, meine Überlegung ist so ein bisschen, die ist ja noch jung. Ja. Kann es sein, dass man jetzt schon das Knie so bricht, wenn man nochmal abknallt? Du hast das Gefühl, wenn es eine grosse wäre, ja, dann kann es schon passieren. Das ist grosse wäre. Aber Digga, die ist ja etwa... Ja, das ist richtig Nein, ich weiss, wie alt 16? sie ist. alt. 20, Oh shit. Sorry, Leonie. schätze ich. Nein, aber sie ist Okay. älter als 16 auf jeden Fall. Ja. Immer noch jung. Yes. Der bricht, als ob das so gut so Ja, das stimmt. Das bringt ein bisschen Zweifel. Bringt bei mir ein bisschen Zweifel. Aber ich sage, die erste Story, also von mir aus gesehen ist klar, erste Story mit Babyparty könnte richtig sein. Oder die dritte Story mit Knie. Das zweite war gesehen. Ja, mit dem Pass. Nein, Digga. Aber ich tippe fast ein Mensch auf das. Ich habe so das Gefühl, sie haben dann Angst bekommen und sind dann hey. Weil sie denkt, fuck, illegal. Digga, schau, ihr wisst vielleicht nicht, oder ihr wisst, im letzten entweder das oder das, hat Leonie erzählt, dass sie Bestatterin ist und dass sie manchmal irgendwie noch eine Leiche oder keinen Plan was hinter im Kofferraum haben, wenn sie in den Ausgang gehen. Noch einen Toten. Und das heisst, die Leonie hat sicher Eier wie aus Stahl. Und dann geht die nicht an Grenze wieder zurück, weil irgendeine Kollegin den Pass nicht hat, obwohl es man durchfahren kann, so normal. Okay, das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Darum, ich bin für die dritte Story. Kniebreak auf Küchenbasis. Teigwaren. Ja, ich wäre eigentlich auch für die dritte, aber so ein bisschen für den Plot wäre ich eigentlich auch ein bisschen für die zweite. Weil die erste habe ich das Gefühl, die hat sie einfach noch so erfunden, dass sie noch eine dritte Geschichte hat. Oder Das ist für mich so ein bisschen so. Weil es so ein bisschen nicht so spannend ist wie die Wenn wir Ich auflösen? sage 2, du sagst 3, hä? Also, wir lösen auf. Ich tue das Foto auf. Ja. Oh, sorry. Oh, ja, richtig gehabt. Ja, das ist richtig. Geil. Nummer 3 ist richtig. Oh, warte mal, mein Ohr. Hörst du den noch? Ja, ich höre mich noch. Aber du hast gerade etwas da komplett gecrasht.
Ja, einfach wieder mal wahr gehabt. Wieder mal richtig gehabt im 2 Lügen, eine Wahrheit. Ist doch echt Du schön. bist so ein bisschen der Beste. Yes. Super Papi Schurz. Danke. Boah, ich liege hier wie ein Sack. Das gibt's ja nicht. Ja, wirklich. Das gibt es wirklich fast nicht. Aber es ist Reiss dich doch mal zusammen. Genau. Hey, ich habe noch so ein bisschen eine Frage an dich. Oh, Achtung. Hast du schon mal so ein bisschen, weißt, irgendwie so ein bisschen Lücken im System ausgenutzt? Oder irgendwie so wie, weißt so, zum Beispiel, jemand hat etwas kaputt gemacht, so. Oder du hast etwas verloren, oder irgendwie, du hast etwas wie kaputt gemacht, wäre nicht für die Versicherung gewesen, aber dann hast du so angegeben, dass die Versicherung gezahlt hat, oder so irgendetwas. Ja. So ein bisschen etwas betrugsmässig oder irgendwo etwas rausgeholt, so. Oh. Kommt da etwas in den Sinn? Versicherungsbetrug, so ein bisschen. Ja, kann man fast so ein bisschen so sagen. Alles Oder einfach so, schon da etwas, so. Boah, ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Also hast du etwas? Weil Nein, aber ich habe gute Tipps für Shit. das. Ja, wirklich richtig gute Tipps. Alter, darfst du das sagen? Ich kann. Wenn Ich kann es abladen. Ich habe es von TikTok. Hä? Jalla. Okay, jalla. Bro, was für Tipps? Oh mein Gott! Hä? Nein! Lol? Alter, oh mein Gott! Es hat nur... es hat nur Tingelschrubmusik runtergeladen. Es hat nur Tingelschrubmusik runtergeladen vom TikTok. Oh Mann. Oh mein Dann tu doch Gott! du erzählen. Du doch Warte du, während kurz. auf die Hintergrundmusik reden, schnell. Nein, auf keinen Fall. Wow, safe. Auf keinen Fall, Mann. Oh shit, ich bin manchmal so ein Loser in so Techniksachen, obwohl ich echt so ein Informatiker wäre. Aber Obwohl die du werden eigentlich es dich merken. gut auskennst mit den Frequenzen. So Ja. ein bisschen. Jetzt habe ich die falsche Frequenz angemeldet. Shit, wow. Aber ihr werdet es hören, jetzt wird es dann gut kommen. Okay. Also, nochmal ein kleiner Versicherungsbetrug oder so ein bisschen Betrugssachen, Tipps von mir. Wenn du im Kino bist und von niemandem belästigt werden willst, nimm eine kleine Flasche Wasser mit ins Kino und schütte sie auf den Sitz neben dir. So wird sich niemand neben dich setzen wollen. Unmoralische Tipps für alle. Wenn du neue Reifen für dein Auto brauchst, miete einfach für einen Tag das gleiche Auto, wie das du fährst, und tausche deine alten Reifen gegen die des Mietwagens aus. Wow. Wow, hey, aber ohne Scheiß, Shit. es hat ein paar Tipps, so, das mit dem Auto bringen und Reifen wechseln. Digga, das, also, klar, Das du willst musst... du machen, hä? Nein, aber das ist etwas, da wäre jetzt nicht drauf gekommen. Oder auch so mit Nee, Kino. Klar, das ist schon unmoralisch so. Und wenn du so willst, Ja. dass wirklich einfach so neben dir auch frei ist, dass sich niemand so abfuckt, so. Der ist schon einfach so ein bisschen Wasser drauf kippen und dann hockt ja niemand auf den Nass sitzen. Und alle denken so, ja, das war schon vorher gewesen. Ja, aber Ist nicht was von machst dir. du? Du kaufst jetzt ein Ticket für diesen Sitz. Aber dann gehst du an einen anderen Ort her, so. Aber wenn es voll ist. Ja, der Hast ist du geschissen, Rasi? so, ja, Ja. der Chassis ist halt Also einfach du hast blöd. nicht geschissen, aber der andere. Ja, das Halt. ist halt einfach so. Genau. Ja, dann geht er vielleicht wieder heim. Dann. Das Das ist ist so. doch gut, das ist doch super, ja. Ja, tolle Tipps und Tipps. Wenn ihr die mal ausprobiert, dann tut doch uns mal schreiben und schauen, ob es funktioniert hat. Das wäre ein Wir guter haften Plan. nicht, falls etwas passiert. Ne? Das ist so. Ja. So. Falls ihr dann irgendwo hockt, ja, Pech. Genau. Shit happens, hey. Shit happens. Hey, noch eine Danke kleine vielmals. Frage. Also, wenn ich dort darf. Ja, darfst Ist, ja. ist gut. Ich gebe ist noch eine okay. kleine Kategorie durch von früher. So. Oh, Wir haben jetzt krass. wirklich schon lange einen Podcast und ich freue mich, jetzt den Ja, Button zu drücken. Zum Beispiel... der Button. Entweder das oder das. Oh, yeah. da freue ich mich drauf. Entweder das oder das. Die jetzt Kategorie ist stellen Joy 2 Szenarios. Sie sagt dann, was das sie lieber will. Entweder das oder das. Oder umgekehrt kann sie mir natürlich auch. Oder ihr könnt uns zuschicken, ihr wisst Bescheid. Das ist jetzt ein nicht ganz klassisches Entweder das oder das mit zwei komplett unterschiedlichen Szenarios. Okay. Aber stell dir vor, kleine Homeparty. Sagen wir, bei einem Kollegen von uns daheim, wo wir schon einmal noch so ein bisschen Homeparty-mässig etwas hatten. Schon ein bisschen länger her, aber du weißt. Okay, ja. Genau. Ja, ist gut. Und du bist jetzt hier so, übernachtest so, hast so irgendwie eine Matratze dort hier im Boden so, oder so ein Mätteli, im Zimmer von Schwester und alle anderen sind noch im anderen Zimmer im Pennen und so. Du hast dort hier wie ein Zimmer für dich, Ja. wo du schlafst auf einer Matratze, die du hast bekommen. Okay, ja. Und dann hast du den Traum. Der Traum, du bist auf dem WC. Oh, das ist gut. Alle kennen es doch irgendwie. Einfach so, wirklich, man kann, egal wie alt man kann sein, man kann so alt sein wie mir und man schifft einfach in die Hose, weil man denkt, man träumt, man ist auf dem WC und dann denkt man wirklich, man ist auf dem WC und schifft so in die Hose. Oh, Horror. Das kennt man sicher so ein bisschen. Sag mal, wann hast du das letzte Mal? Boah, ich glaube, ich habe schon also, ja, das
Ich hatte es auch vor 10 Jahren oder so das letzte Mal gehabt. Ja, go. Also ich habe das Gefühl, es vergeht irgendwie dann schon so ein bisschen. Wahrscheinlich schon ein Vielleicht bisschen, sind die Träume schon aber noch extrem Alter, ich hatte eigentlich schon Glück gehabt. Wirklich? Ja, und dann noch erst, glaube ich. Darum ist mir das passiert. Nein, einfach so aufgewacht und so dachte, oh fuck, Alter, jetzt hätte ich fast die Hose geschifft, und dachte ich auf dem WC so. Ja. Das war irgendwie so ein bisschen lustig. Auf jeden Fall, was machst du dann? Tust du das vertuschen und niemandem sagen? Und so mässig putzen selber? Oder tust du das wie sagen? Entweder das oder das. Also ich probiere es zu vertuschen. Gell? Solange ich es kann. Ja, das wäre mir wirklich hart unangenehm, glaubst du. Gell? Auch wenn es halt meine Best Friends sind. Also, dann würde ich so dem auf die Matratze. Wenn es so aufblasbare Matratze wäre. Aus Plastik wäre es Ja, das easy. ist easy, ja. Aber wenn es halt der andere ist, dann muss man es ja dann auch sagen, weil das geht ja in die Matratze rein. Das willst du nicht. Nein, das sollte man nicht. Nein, dann müsst ihr ihm sogar sagen, hey, sorry. Ich habe deine Matratze eingeschifft. Ja, ich habe in deine Matratze gepisst. Ich bin Bettnässerin. Ich bin einfach Bettnässerin. Sorry. Es wäre mir so lange Ich würde wirklich alles probieren, in meiner Macht stehende, dass ich das nicht sagen glaub's. Ja, vor allem, das vergisst man nie. Nein, das vergisst man wirklich Das nie. ist so. Das ist sehr... Alles, was so mit die Hosenpissen zu tun hat, das ist wirklich prägend, glaub's. Yes. Hast du so eine Story, wo du das hast gepisst irgendwo, was dir richtig peinlich war? Ja, das ist eine. Sag deine zuerst. Ich habe die mal im alten Podcast erzählt, aber das prägt mich bis heute noch. Das ist Erzähl sie nochmal. Die muss ins Internet. Internet vergisst nie. Die muss eigentlich ins Internet, habe ich mir gedacht. Dann. Ja. Die muss gross rauskommen, die Story. Mit der kannst du Geld verdienen. Komm, Ja. mit den Sponsoren wingeln. Sponsoren. Ja, Pants. Genau. Also, ich war in der 1. Klasse gewesen. Und es war so ein bisschen Anfang gewesen, oder so ein bisschen, keine Ahnung, so um Weihnachten und wir mussten vorne in einem Halbkreis hocken. Wir waren 1. bis 4. Klasse gewesen. Wir waren die Jüngsten gewesen. Ich war ganz schüch gewesen. Also, ich war früher wirklich auch die schüchste Person auf der Welt gewesen. Ich war wirklich so schüch gewesen. Ich habe mich nie etwas getraut zu fragen, nichts. Ja. Das ist wichtig zu wissen. Und dann sind wir dort so in einem Halbkreis gehockt. Alle grossen 4-Klässler dort, alle älter als ich. Und wir haben so besprochen, wer was beim Theater spielt. Und dann musste man sich immer so melden, wer was spielt. Und meine Lehrerin hat das einfach unbedingt jetzt erklärt. Und ich habe wirklich ungelogen eine halbe Stunde meine Hand aufgehabt, weil ich unbedingt aufs WC musste. Aber ich habe mich nicht getraut, einfach aufzustehen oder einfach rauszusagen, ohne dass sie meinen Namen sagt, dass ich darf reden, zu sagen, ich muss aufs WC. Und dann habe ich eine halbe Stunde meine Hand aufgehabt, so, und sie hat einfach mir nicht dran genommen. Und dann irgendwann habe ich wirklich einfach, was wirklich dringend ist, habe ich gesagt, kann ich schnell aufs WC? Ohne dass sie meinen Namen gesagt hat. Und das war schon ganz schlimm, dass ich das sagen musste. Das ist ja mega frech. Vor Angst noch in die Hose geschifft. Ja, vor dem auch noch. Dann gehe ich vor die Tür, die Tür zu, hinten im Klassenzimmer, und dann läuft sie. Nein! Und dann habe ich mir so hart vor dieser Tür mir in die Hose geschifft, dann bin ich noch aufs WC und dann habe ich nicht gewusst, was mache ich. So, fuck, man. Das ist richtig schlimm jetzt so gut. Das sehe ich. Und ich habe mich auch nicht dafür einfach heimzugehen. Das wäre ja auch mega frech. Das wäre mega unanständig. Ich kann nicht einfach heimgehen. Ja. Während dem Unterricht. Das ist noch Unterricht. Und dann bin ich zurückgegangen. Und dann natürlich alle gesehen, dass ich nasse Hose hatte. Dann habe ich gefragt, wieso hast du nasse Hose? Und dann habe ich auch noch gesagt, ja, ich bin eben vorhin in Schnee gefallen. Easy. Und ich bin aufs WC gegangen. Wie sie es glaubt. Nein, niemand hat das geglaubt. Ja, shit. Aber die eine Kollegin hat mich wirklich verteidigt. Die hat noch so gesagt, ja, sie ist wirklich vorhin noch in grosser Pause in Schnee gefallen und so. Ja, das stimmt. Das sind eben wahre Kolleginnen. Nein, dann bin ich heimgekommen, gell. Und mein kleiner Bruder, der war halt auch mit mir in der Schule dann noch. Ja. Dann bin ich heimgekommen, dann hat er mir das erste, als ich zur Tür reingekommen wäre, so, wieso sind deine Hosen nass? Aber er ist dann auch schon dabei gewesen, hat ihn noch so ausgelacht mässig. Er ist auch im Schulzimmer, wir waren zusammen in der Schule, so eine Zeit lang. Dann hat mich auch noch ausgelacht. Das ist wirklich dramatisch und prägend und ganz dramatisierend. Das sehe ich. Das ist wirklich schlimm. Ja, vor allem wirklich, weil ich einfach so schüch war. Ja, genau, das wäre meine Piss-Story gewesen. So. Ja, das ist unangenehm. Und bei dir? Bisschen nie lustig. Bisschen nie lustig. Ich glaube, nicht so der Hosenbissler gewesen? Nein, sorry, es tut mir leid, ich enttäusche gerade. Shit. Ich bin jetzt aber so in der Shorts. Papi-Shorts. Stimmt, der Schurzner. Nein, aber auch so in die Hose geschissen hat jetzt auch nie bemerkenswert. Okay, in die Hose geschissen habe ich auch noch nie, glaube ich. Auch nicht bemerkenswert. Nicht bemerkenswert, ja. Easy. Nicht so tragisch. Ja, hey, wie sind wir auf drin? Hey, wir sind mega gut drin, glaube ich. Vielleicht noch kurz zum Sagen, du hast vorhin so... Hörst du den noch? Ja. Easy. Du hast vorhin so erzählt, du sagst mit deinem Bruder
im Klassenzimmer gewesen. Sag mal, wie viele Leute waren bei dir in einem Klassenzimmer gewesen? Welche Klasse alle mal? So maximal? Also wir waren so früher 1. bis 4. Klasse in einem Schulzimmer gewesen. Okay, das geht noch. Und wir waren vielleicht so insgesamt 12 Leute gewesen. Das ist eben noch 4 verrückt. Klassen zusammen so. So, ihr müsst wissen, wir kommen so vom Land. Ja. So im Emmental, so Nähe Langnau. Vielleicht kennen das so Langnau. Und dort hier, da gibt es manchmal echt Schulhäuser, das sind einfach 12 Leute in der Klasse, so 1. bis 4. Klasse. Ja. Das ist manchmal noch so ein bisschen. Aber es Das gibt hat halt echt wenig Leute so. Ja, wirklich. Aber das Schulhaus gibt es jetzt auch nicht mehr, wo ich war. Dort wohnt jetzt jemand halt. Ja. Ja. Also Von dem her, so, es ist auch so ein bisschen schwierig, so ein bisschen Gleichgesinnte zu finden. Schon das Gefühl auf dem Land. Ja. Also nein, ich muss sagen, in meiner Schulzeit hatte ich coole Kollegen gehabt, so. Ja, Meine schon. Klasse war eine der grössten gewesen. Wir waren 7 gewesen. Also wirklich in meiner Klasse so. Ja, ich glaube, als Kind ist es wie einfach, weil es halt sehr viele gleiche Personen gibt. Oder ja, Ja. weil es so wie, so die Ja. Emmentaler sind doch alle so ein bisschen gleich. Ja, wir wohnen am gleichen Ort. Man Genau. kann abmachen. Die Man wächst so Eltern kennen gleich sich auf und etwa so. auch noch. Ja. Genau. Dem her so, in diesem Alter war es, glaube ich, easy gewesen. Ich Das glaube, ist so. ja, dann mit der Zeit wird es halt so ein bisschen schwieriger, wenn du nicht so mega die Person bist, die wie so typisch Emmental ist, vielleicht so, kann man sagen. Ja. Den Lifestyle hat vielleicht, dann passt es halt irgendwann nicht mehr so rein und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen schwieriger, dann, Safe. jemanden zu finden. Also ist schon so. Aber da kommen wir ja einfach auch an einen anderen Fun Ort her. Fact, wir waren auch 3 Jahre zusammen in der Schule in der Klasse gewesen. Yes, sir. Dolo, auch im Emmental. Und wir sind auch gleichgesinnt, kann man sagen. So klein, ja. So klein. Mal sehr sogar. So klein, Ja, wir haben gleich sehr Glück gehabt mit den Leuten, die wir kennen, dass wir so viele Gleichgesinnte haben. Auch aus So- dem Emmental. Das ist noch wild. So, unsere besten Kollegen sind eigentlich immer noch die wir dann in unserer Klasse uns ein bisschen kennengelernt haben. So. Genau. Und noch ein bisschen erweitert. Und dann so 1-2 Jahre später hat sich der Kreis wie so ein bisschen vergrößert, noch mit, eben mit Noch mit anderen. meinem zweiten Freundeskreis. Genau, und der hat sich jetzt fungiert so. Und jetzt sind wir einfach eine grosse Gruppe, was wir mega gut haben zusammen. Jetzt sind wir aus eine dem grössere Emmental fast. Freundesgruppe als meine Schulklasse. Aber. Das stimmt. Und sogar Geil. gleichgesinnt. Ja, hey, mir hat es sehr schön gedacht, die erste Folge so zu starten Ja. und zu abschließen jetzt. Mir hat es auch gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Und ja, Ich nehme es an. Ich habe es gefunden, es war eine gute Folge gewesen. Und Gemütlich. was wir noch sagen, wir haben eine Spotify-Playlist, die heisst Köder-Playlist. yes. Könnt ihr abonnieren auf Spotify, dort tun wir immer so ein bisschen Songs, die wir gerne haben, rein. Und ich finde, das ist eine gute Playlist, Alter. Die höre ich wirklich sehr gerne, da sind Top-Songs drin. Liegt vielleicht auch daran, dass wir Songs drin tun. Ich habe die bis jetzt noch nie gehört, weil ich bis jetzt auch nicht Spotify gehabt. Hast du Aber jetzt? Jetzt habe ich Spotify, ja. High Five. Yes. Alter, oh, sie hat immer noch Android. Spaß. Aber das ist aber das Gleiche. Was? Wenn man Du Apple kannst auch Music auf hat, Android haben. wenn man Apple Ah. Music hat und Ja, halt das Problem Android ist, hat Apple schon Music gesehen. hat immer mein Vater gezahlt, halt so Familienabo und Ja. Spotify muss ich jetzt halt selber zahlen. ja. Aber ich muss sagen, ich will nie mehr zurückwechseln jetzt, weil Spotify ist wirklich 1000-mal besser. Es tut mir leid, alle, die Apple-User sind. Aber Es tut uns leid. ja. Also, easy mir auch. Nein, aber es ist wirklich... ja, es hat auch niemand, aber... Ja. Es ist wirklich viel besser. Darum kann ich jetzt dort auch den O-Songs rein tun. Und auch der gute Nutella Essig wirklich Podcast videomässig schauen. Das kann bei Ja. Apple Music nicht, gell? Keine Ahnung. Oder Apple Podcast, Ja, da nie gibt es keinen den Podcast Videopodcast, geschaut. glaube ich. Ja. kann sein. Würde ich auch mal den Podcast aufladen auf YouTube, Spotify, Apple Podcast und so Sachen. Und ja, mit Video, das werdet ihr sehen. Oder wir probieren es einmal. Und auf Instagram, TikTok und auch so YouTube Shorts kommt so ein bisschen, kommen da so ein bisschen Reels und so. Ihr werdet es sehen. Ja, ihr werdet es sehen, wir sind wieder rum, oder? Yes, Sirski. Ich wünsche euch... Oder was? Nicht. Sorry. Wir wünschen euch einen ganz schönen Abend und hey, danke vielmals, dass ihr zugelassen, ihr lieben kleine Therapeuten dir. Tschüsseli, Wiesli. Kuss, Kuss. Oh, jetzt muss ich da noch... ihr wisst doch, es ist doch immer das Gleiche gegeben. Die Outro, Buttons. oh mein Gott. Button. Outro fällt. Ultrafeld. Ich klicke es. 3, 2, 1, go. So, das war es mit der Rückwärtstherapie. Du schaust zwar immer noch grusig, aber vielleicht hilft die eine andere Folge. Tschüssi!